Moyen, heißt immer jetzt zwei Sonjanisch, für ich die nächste Pilgerplatz aus einem flotten Buch vorzustellen. Und zwar sind wir heute an der Kathedrale. Natürlich muss ich auch von der Kathedrale schwätzen, wenn ich von Lützeburg schwätzt. Wir wissen zwar ein bisschen, was hier an der Kathedrale so für sich geht, aber es gibt aber die kann uns das viel besser noch erklären, für was die Kathedrale ein Pilgerplatz ist. Und das möchte für uns den Herr Pastor von der Kathedrale, den Herr Tom Kercher. Guten Morgen. Guten Morgen. Voilà, vielleicht könnt ihr uns ein bisschen erzählen, für was die Kathedrale also ein wichtiger Pilgerplatz für Lützburger ist. Ganz gerne. Die Kathedrale ist dafür ein ganz wichtiger Platz, weil hier auf dieser Platz die Statue von der Mutter Gottes, der Trägerin am Lied, steht. Sie ist das ganze Jahr an der Kathedrale über. Während der Oktavzeit wird sie dann noch extra schön auf den Motivaltor gestaltet, dem wir dieses Jahr die Chance haben, wie lange stehen zu haben, wenn es seit dem Jubiläum vom diözesanen Jahr. Die Kathedrale ist dafür ein ganz wichtiger Platz, auch nach, weil wir eben während dem ganzen Jahr Leute haben, die hier bei der Statue von der Trägerin am Lied kommen, ganz besonders aber während den 2 Wochen von der Oktavzeit, wo wir zu ganz vielen hinkommen, von allen Gegenden aus dem Land an über das Land raus, sogar hin bei der Statue von der Trägerin am Lied. Aber da wollen wir sehr gucken mal gehen, an der Statue hinaufzugucken. Vielleicht entdecken wir ja noch etwas Neues. Alle, komm, ich gehe. Wir stehen noch hier vor dem Votivaltor, wo den Herr Kercher davon erzählt hat. Den Altor, den ist aus dem Jahr 1766 und aus der Maria geschenkt ging, auf dem 100. Jahrestag, wo sie erwählt ging als Beschützerin von der Stadt Lützeburg. Auf dem Votivaltor, schön an der Mitte, ganz hoch oben, da steht dann die Statue von der Mutter Gottes, von der Trägerin am Lied. An engem von ihren vielen Kleider, die sie hat, auch Kleider, sie vielfach Geschenke, die sie gekriegt hat von ganz unterschiedlichen Personengruppen, von dem Grand Duc, von der Grande Duchesse, an der langen Geschichte oder von anderen adlichen Leuten, wie auch von ganz einfachen Leuten aus der Stadt, aus dem Land, die der Mutter Gottes dummer da wollten auch hier live zum Ausdruck bringen, an dem sie hier ein Kleid geschenkt hat. Dann sehen wir Mutter Gottes auch stehen auf einem Podest sozusagen nach, wo dann auch kann ich bald so in ihrem Namen drinnen steht, Maria, Mater Jesu, Maria, Mam von Jesus, und dann ihren Titel, wo man sie dann hier am Land anrufen als Consolatrix Afflictorum, als Trägerin am Lied. Ganz schön auch auf dem Votivaltor weiter Kerzenständern, viel Silber, kann ich sagen, Gold, alles das, was die Mutter Gottes soll streichen, was sie soll betonen als gut Königin, wo man sie auch anrufen, wo man hier immer auch können Merci sagen, wo man sie wollen verehren als gut Mam am Himmel. Dafür hat sie dann auch ein Kron ob, sie hat den Zepter, so wie der Jesus dann auch die Weltkorel an der Hand hat als Zepter. Und da ganz wichtig bei der Mutter Gottes als der einer Seite Herz natürlich, an innertem Herz danach den Stadtschlüssel, der Schlüssel von der Stadt Lützeburg, den hier geschenkt ist, wo hier sozusagen auch dummer da gehen ist. Wir stellen ganz Stadt an auch ganz Land unter dein Schutz. Mit die Statue, von wo könnt ihr dann? Also dein Aal oder als dein Neu? Die Statue ist ganz alt schon. Wo genau sie hier kennt, da gibt es verschiedene Theorien darüber. Ich will mich dafür auch nicht auf einen festlegen, das finde ich nämlich keine die mit denen, die andere Theorie für richtig fanden. Fest steht auf jeden Fall, dass den Pater Jacques Brockach sie
1624 Heimat an Landburg huet an vu 1624, also e global schon 400 Joer lang gëtt die Statue Hai am Land vereiert. Lofrenech mech awer ganz richtig. Dat heiers nämlich eng Platz, du nech mar schon immer gewünscht enker zu stoen. Und zwar op dem Dach oder schwes dem Balkon CD vun der Kathedral. Ganz seich oben, ganz no bei den Tieren. Apropos Tier, am Buch da steht, da war 1985 e groß Feier. Dat hecht ein Turm, den huet gebrannt. Das muss aber schrecklich gewesen sein. Herr Pastor, wisst ihr etwas davon zu erzählen? Ich weiß doch wissen immer von den Fotos und von den Filmen, von dem, wo es auch echt wird, dem, wo es nach klang. So alt sind ich nach nicht. Wie 1985 werde Herr Freitag, da sind bei Schweißerbichten am Turm, sind Funken rübergesprungen auf Tolz und das wird angefangen zu brennen. Und eher, dass du richtig das Klangfeier gelöscht ging, stung auch schon ganz sehr den toten Turm, den ersten Turm, den wir gesehen, das ist den ältesten Turm, die stung dann auf Flammen am Feier konnte eben nicht gelöscht gehen, sie Pumpien aus dem ganzen Land herbeigezogen, plus die von denen aus der Stadt, aber leider ist ein Turm dann an sich zusammen gefallen, an nur der Seite rauf an der Bannestenhaft gefallen. Da kann ich mich sehr ganz gut daran erinnern, weil ich stand daheim für meinem Elternhaus an eine Kathedral geguckt und habe festgestellt, oh la la, da brennt es. Aber das war nur richtig flotten Turm. Überall, wo wir da rumgeklotert sind, der Kercher als Matt geholt hat, oben über den Plafond von der Kathedral, oben auf den Dach von der Kathedral. Also das war ganz spannend. Vielen Dank, merci. Ganz gern geschehen. Interessant für allem, wenn ihr am Buch Heilige Sprünge dann ein bisschen drüber gelesen habt, was an der Kathedral so zu entdecken ist. Also, ein guter Roden ihr all kommt an Kathedral. Kommt nicht nur gucken, weil die ruhig Zeit, auch für die ruhigen Momente. Und nicht vergessen, auch ein Selfie zu machen. Wir werden drum. Alle, Adi, alle gut. Adi, alle gut. Adi.